Ich begrüße euch heute zu einem ganz klassischen Rätsel, das eigentlich in keiner Rätselsammlung fehlen darf. Dieses Rätsel gibt es in vielen Variationen. Ich habe mich für Kaffee mit Milch entschieden. Wir können dieses Rätsel auch ganz peppig das Kaffee-Olé-Problem nennen. Aber um was geht es denn hier eigentlich? Wir haben 2 Tassen vor uns stehen. Und diese Tassen sind exakt gleich groß. Und sie sind auch mit identisch viel Flüssigkeit gefüllt. Nur ist es so, dass in der einen Tasse, da befindet sich Kaffee und in der anderen Tasse, genau, da befindet sich Milch. Wir nehmen uns nun einen Löffel zur Hilfe und diesen Löffel tauchen wir zunächst in den Kaffee, nehmen einen Löffel voll und den transportieren wir zur Milch, kippen ihn herein und rühren das Ganze herum. Nun haben wir Milch mit Kaffee, davon nehmen wir auch wieder einen Löffel, exakt gleich viel, und dann transportieren wir den Löffel hier rüber. Auch hier wird das wieder reingekippt und herumgerührt. Und die Frage ist nun, ist mehr Milch im Kaffee oder mehr Kaffee in der Milch? Und bevor jetzt hier rumphilosophiert wird über den Wassergehalt von Milch und den Wassergehalt von Kaffee, man kann dieses Problem auch etwas vereinfachen. Und zwar stellen wir uns 2 Behälter vor. Und in diesem einen Behälter befinden sich schwarze Kugeln und in dem anderen Behälter, da befinden sich weiße Kugeln. Und jetzt die gleiche Situation. Wieder nehmen wir uns einen Löffel. Erst wird was von den schwarzen Kugeln herausgenommen und zu den weißen getan. Dann wird herumgerührt und diese Mischung wird dann wieder mit einem Löffel, der exakt gleich groß ist, zu den schwarzen Kugeln gebracht und wieder wird herumgerührt. Und dann ist die Frage, ob mehr weiße Kugeln bei den schwarzen sind oder mehr schwarze Kugeln bei den weißen Kugeln. Das ist die Rätselfrage. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und es macht euch Spaß, da ein bisschen rumzuknobeln. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann hört ihr mich bestimmt bald wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.